Good Marius Lebenswasser. Ik freue mich so sehr zum Junkiese von dir sein. Und wenn ihr even direkt stroel kijkt, ik kijk voorwaarts te met jun taub unseren Gott loven en danken. Mijn naam is Rebecca Giesbrecht en ik wil met jun taub de bekendmaking van de werk evalueren. Wenn jun han geplant en karn te befrieden, wie dan niet motor maken tim onze premarital closing. Dit is een 8-werkse klos wat ganz om dat befrieden leven te doen heeft. So wenn du die was wilt befrieden, send die op hier so bij een infodesk en neem die klos. Jullie den tienden hebben de vision klos. Dit is een klos wat onzinnige smarties passeren leert während den Gottesdienst. Dit is een klos wo wir es Lebenswasser evalueren, wat wir glauben doen en wenn wat wir de dingen doen, wat wir doen. So wenn du was anfängt zu tun hier so, oder du was bis zum mehr wollten von wat Lebenswasser wird, sehen die ab für die Vision Klos. Und dann Juli den 17. habe ich Kinder singen, für alle Kinder von 0 bis 4 Jahre alt. Wir sind eine Kirche für Familien, so wir werden das Lebenswasser rumkommen und für die und deine Kinder in sehen überwünschen. Und dann dit Jahr merkt dort 15 Jahre, wo Lebenswasser ist aufgewachsen. So, in Oktober haben wir ein großen Fast, wo wir dit born vieren. In denselben Wegen haben wir auch Kinder da. So Kinder da wird in Oktober passieren, ab diesen großen Fast. So ich kijk so verwirrt dazu und ich hoffe, ihr wollt alle kennen sein im Partner von diesem Fast. Und talat, wenn wir hier so nie sind wie Lebenswasser, wir wollen gleich ein Wort zu geben. So für die und für die ganze Familie, nur den Gottesdienst, go nur den Infodesk und krieg du so ein Geschenk. Dort ist alles für von dir, so wieder werden wir nur eine Anbetung gehen. Hey, Golden Marius Strike, welkom hier aan het Fält, zodat je zijn ruimte komt. We hebben afstaan, we hebben top zingen, we hebben God die geven wat hij op zich verdient. Fred nicht wahr, dein Leib steht vor. Kann sie wie die, denken deine Leib, gehören deine nur, woran man nur mich kennt, und ich nicht fest verstehe, so wohin gehst du? Die Friede ranteigt mich was. Doorban ik met je om je ziet. Ik boik op je stijf met me. Zo go van de blauw wordt hekken. Du was nu, ik boik me nee. Die stem hier, große drömmel. Die hoog met me, leise. Van mij hoor, daar voor mij is al. Hoe kan ik maar want ik niet kan zien als u best mijn hand. Zo go en het liefste toe, die vrede aantuigt mij hart. Zo go wanneer ik met je om je zie, ik boik op de stijf met me. Zo go van de vloer wordt hekken. Du was nu, volg me nee. Die stem hier, große drömmel.
Grund, bloß die Person. Sagst du Gott, wo du versprachst, deine Läufe sag nicht, die Gnade haft schon nicht. Trouble mich kommt dann auch sing ich dit Lord. Sagst du Gott, wo du versprachst. Du warst so gut zu uns, deine Versprechungen, die gehen von einem Tag, aber die nächste. Einmal warst du bei uns und du seid wie so dankbar für. Min Gott, das noch in Kontrolle.
har fred i mine sorg. Jeg 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 har kontroll. En høyre gitt opp sin tron. Vant jeg bare skjædren med valen nå. Jeg syng mine sorgløs til fred. Min Gud er snart en kontroll. Min Gud er snart en kontroll. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone,
to shine. The God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Gott sei nicht nur der ist über uns. In mein Gebet ist bloß, dass wir wollen uns ganz hingeben in Jesus nur folgen. Nicht um, dass er uns raten wird, aber wen er uns all geraten hat. Amen. Amen. Herr, ich kann Ihnen doll sagen, all die, die uns online checken, dann auch hier in der Kirche, plus Gott Marius, sei willkommen hier, wenn hier ja sind. Ich will Ihnen auch besonders willkommen heute hier in der Kirche von dir. Hey, ich glaube, wir haben alle eine Geschichte, was wir können vertellen. Und ich glaube, wir haben alle auch was belebt, wo wir können sein, dort ober Gott. Oder hier so, ober Gott. Und wir haben Gelegenheit, some von den Geschichten an Video zu merken. Und von der und weil wir hier so eine ober Gott-Geschichte sein. Hey, dit is Simon Cornelsen. Ik zie van geweest. Ik wil kort met mijn geschichte vertellen. Je ziet een christelijke familie opgewassen, hoe ik ze dag zo en wil zo fan op een dag door een dag, hoe ik zag, me fehlt de Lösung, me fehlt de werkelijke leven. En de 24 februari 2005, dat is den avond waar ik me bekeerd, hoe ik Jezus aannam als mijn persoonlijke heiland. En als ik am vroeger zei, ik wil de zonde vergeven en ik wil zijn kind zijn, doe jij van mijn wondervolle beeld van een ballon wat er ganz vol water is en zwaar afhangt. En als hij mij vrede geeft, dan komt een lange massa en spekt den ballon twee. Dat is van mijn hart, dat weer op. En Jezus kan de ganze hart alweer neerkijken en dat de zonden alles weer weggewaschen en dat weer niet meer zo zwaar. En dat is ook wat passiert dort om Kriets. Als Jezus dort aan de zijde aangespekt wordt door het water en dat blauw draan, dat is waar mijn zonde weer vergeeft. Maar dat schijne leven doet dat nur dat we moeten zo lang. En dan kom ik in een twijfel neer waar ik wonder, als God mijn hammer wordt accepteren, als God mijn hammer wordt vergeving en had waar je veelt. En wo mir ein paar Jahre trägt, eineinhalb Jahre trägt, dann passiert something, wo ich ganz deep in Depression bedrängt ankomme, wo ich keine Hoffnung mehr habe. Du wir für Werke lang, wo ich keine Hoffnung habe, kein Licht. Ich weiß nicht, wer wieder wird sein, wo ich danach, wie bloß Gott gebracht hat, dass er mich bloß von das hier wegnehmen. Ich sage nicht in Purpose, ich sage nicht eine Ursache nach länger zu sein, aber Gott beschätzt mich durch something. Die Gedanken von Suicide, die kommen vorbei, aber die haben nicht genast in meinem Kopf, in meinen Gedanken, wegen falls ich so, Gott, der protect mich durch, und das ist das einzige Ding noch. Das ist anders, falls ich so, Gott hat gleich mir nicht mehr. Er will nicht das Beste für mich. Ich habe nicht eine Gemeinschaft mit allem, was ich will. Und aber ich sage ihm ganz ernstlich, in der Depression-Zeit, wo ich dem Counselor vordoen in der Stadt, und wirklich sicher seine Worte kann unterstützen. Ich weiß, dass wir nicht ein Leben so als der Gott will haben, oder als ein Christ wird gerne haben, wenn wir falls ich nicht in sein Leben. Und als ich mit Gott begegne, durch ihn real deep siege, dann beweist er mir wundervoll. Mit dem Dach, Licht, Dach, habe ich da ein Stückchen weiter auf. So Dach wird, als ich nach Nari sein habe. Und da kommen 3 Dinge besonders auf, was ich brauche, zum seilig werden, zum Gerat sein. Da wird ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er gestorben wird für meine Sünde und dass er wieder abgestoßen. Und das, wo ich Mut kriege und Freudigkeit kriege, wieder am Leben zu schaffen,
en door te zijn voor mensen wordt in zo'n bedreigde tijd zijn dat einer moet een licht zijn voor de omgeving. En zo geef niet op wanneer in de zware tijd was. Du weißt nicht, wo du hängen, dort aus, hängen den Kampf aus, hängen den Sieg aus, wenn du abgibst. Ich bin diep bedreigt en diep depression ben, aber Gott nimmt mich eruit. Dat jaf mout seine Geschichte steht hier und wenn er dann schwor an einem Jahr, dort einer auch nicht abgeben, der nicht so. Hey, Pastor John und Lorna, sie wären ohne Sabbatszeit, sie wären in Stadt nicht hier. Und sie sind war drei. Pastor John wird die nächste Reihe Botschaften predigen. Und so, wir waren bloß ein warmer Willkommen hier, wenn heute abkommen wird. Good morning. Wir sind nicht deutlich, dass die mich hier waren uploaden. Wenn 2 Monate aufnehmen, die weiten gar nicht, was mir nicht alles beifallen, das ist Zeit. Aber dat is goed waar het 3 zijn. Je hebt geen weg voor en je hebt ook geen waar aan huis komen. En zo we hadden een goede tijd. We waren in Canada voor een tijd lang. Bij 5 weken lekker wat. We hebben 2 weken langer als we willen, maar het heeft niet helemaal doen als een wel, niet? Maar we zijn froh dat we het huis zijn. Dat je geen weg voor en geen huis komen. En ik vreemd dat we gewoon hierboven zijn. Wenn je latere tijd zijn, langs een corridor gefahren, dan heb je alleen het gehad, wem genoeg te geven en genoeg te nemen. Je weet dat dat je bij ons een alleen is, niet? En besonders je oont, wanneer ik een huis voor hier van de office, dan komt het een beetje op aan, maar als ze een aardige leen, dan willen ze eindelijk niet aanlaten. Jaren 3, als we in Canada woonden, dan voer ik terug naar eenmaal en dan wie ik mal een dag dat ik mijn ene sloep met zijn aardige lijn gefahren, als we over de grens voeren, nu ik dan daar trucks voorbij gefahren. En dan moest ik door aan de lijn aan, waar de trucks voeren, Tim, dat ik door daar gebuurd kan en ik dacht, zo weer in de wereld van deze truckfahrers, wie ik alles die voorbij gefahren, wat mij hin aanloten. Maar dan eenmaal als er een geneed, ja man, die helt stil, die wiest, ik zal dan aanfahren. Dan valt er dan een ruithups in de hand aan, den kustje. Ik meen, een haag, meen ik. En zo. Aber weet je, wenn je dat beleefd hebt, dat voelt zich fijn. We hadden op onze reis nu meermaals aan dat dan bij eenmaal construction weer en wordt een beetje geschaft en je hebt een lijn aan en weer familien lang opgebakt. En dan is er een aardige lijn en dan bij eenmaal dan willen ze hem er niet aanlaten. Een paar jaar terug dan wordt ons nog een steed gekregen. En als we de hand kwamen, dan stond er niet fertig im Speck an, das wollen sie uns geben. Dann steht weiter noch nicht, was er soll sein, aber dann sagt er, Dankeschön, dann fahren wir ein Haus damit. Aber stellt euch mal vor, dass wir in sein Haus gefahren mit das nie fertig und hatten uns da einen Heinerstall von Jerajchta. Die wird uns das geben, die würden sich kein Schleiche filtern, die würden also gedacht, dass wir ein so undankbare Menschen, da wird sich so ja für Jesus gefällt haben. Er stell dir mal vor, du hast einen jungen Mial, der sind in Leib, und der Junge, der kauft ein Dira, ein Engagement-Ring, $1000 jeft er dafür. Und er jeft den Mial, und der Mial nimmt das an, und sind alle so excited, und nächste Mal, als er den traf, dann sieht er, dass der hat einen 20 Peisischer Kopperring auf dem Finger, und angetuscht für den $15.000 Ring, oder was immer das wäre. Der Junge wird sich schleichfeilen, nicht? Der wird sich so feilen, boy, vielleicht wird die Chance abgeschoben sein, ich weiß nicht. Stell dir mal vor, dass du hast ein Business und du hast eine Person, die ist die in Geld schuldig und die kann euch betalen und so du hast die Schuld gestrickt. Und dann das nächste, was du anwärst an, dass die Bericht war wieder ab. Du wirst die Schleichfeilen. Du wirst diese Feilen dort, wo du den gegeben hast, wie schön vergeben sie was. Stell dir mal vor, dass Gott dir das ganz beste Geschenk, was Gott dir jemals kann geben. Paulus, der redet, er sagt, wir danken Gott für seine große Gabe, die mit Wert nicht zu beschreiben ist. So ein Geschenk auf Gott, das mit Wert nicht zu beschreiben. Und du merkst dort bildig. Du merkst dort blickältig. Du achtest nicht so viel Wert. Was gefällt Gott sich?
En so ik wil in deze nieuwe boodschappen, die naam ik Veakauntje Jnod. En zo Veakauntje Jnod, ik drabbel even wat ik dit wil naam. Einmal dacht ik also Veakauntje Jnod, aber dat heet ik met dautierig. En zo, schließlich het je maar met Veakauntje Jnod. Na, Veakauntje Jnod meint nicht, dass nu wir mal alle feierkontig merken, in gesetzlichen Sinne Dinge, das ist nicht das Ziel. Aber Gnod hat Feier sieden, was der Matten sein, zum das Gnod ist. Und so von dort will ich reden. Das erste ist das Jerajchta Gnod Jäwa. Gnod macht, oder Gnod fehlt es, und ein Jerajchta Gnod Jäwa. Und das will ich von der Woche von reden. Nächstes Sinne will ich reden von Gnod fehlt ein wortloser Nehmer. Gnod ist ein Geschenk, und das ist wichtig, dass wir das nehmen als ein Geschenk. Der dritte Sonntag will ich reden von Gnod fehlt ein Jerajchta Schuldtula. Enig wat we willen leren in deze Botschaft, dat is dat Gnod als het ganz dierste geschenk wat du jemals gekregen hast. In de laatste boodschap wil ik reden aan Gnod veel Jerajchta Schuldner. En zo dat is een beetje, ik hoop die zend hier voor deze tijd, wenn Gnod als een ding, dat leg ik van te reden. Gnod, wer wir sind in Christus, dat is een wichtig thema bij mij. Aber ich sehe auch besorgt, und da ich darüber nur denke, sehe ich da besorgt, dass wir Gnod bildig merken. Das ist ein bisschen so, als wenn Gott hat uns eine neue Keule gegeben, wie hat an einer Stelle von gemerkt. Und wir nehmen das gleichgültig. Und so, Gnod rannt immer von Jerajch nur an Jerajch. Was ich meine mit das ist, dass Gnod rannt immer von Gott nur ein Mensch. Na, wir als Menschen, wir geben uns einmal Gnod, wir nennen das Gnod, aber das ist nicht wirklich Gnod. Wenn Gnod kann die bloß so geben, was das Reich hat, die umzubringen. Gnod kann die bloß so geben, was das Reich hat, die zu verdammen, zu ewigen. Und ich habe das Reich. Ich kann die vergeben, eine menschliche Vergebung, und wir können uns versöhnen als Menschen, aber das ist nicht wirklich Gnod. Gnod rannt von der Reich nur euer Reich. Und so Gnod ist nicht, das ist so, weil wir lernen, und das ist ein einfacher Satz, aber Gnod ist nicht. Was ist Gnod nicht? Gnod ist nicht ein Bildgeschenk. Gnod ist nicht was Gott die Jäwa, und heißt ein ferner Gott, und er ist ein ferner Gott, heißt ein liebender Gott. Und so nu kann ich Gnod, nu kann ich das gleichgültig nehmen, ich kann so leben, als ich will. Und so ich lebe in einem Leben, ich lebe in Gerechtigkeit, in Hurerier, was immer alles ist, wenn ich habe Gnod. Und so Gnod ist nicht so stark. Gott ist nicht so. Und so Gnod ist nicht ein bildet Geschenk. Und so das ist ein Ding, was ich wünsche für uns, für den Horten ansenken. Wenn die wer was jaft, das ist so dir, als was du dafür getan hast. Und was die Gnod kostet Gott sein Leben. Na, wie mehr an Gnod bildig, wenn wir das nicht annehmen. Wie dann Gnod ab zwei Wege nicht annehmen. Erstens, wenn ich nicht an Gott glaube, ich glaube nicht an Jesus, ich nehme nicht seine Erlösung an, ich nehme nicht das Geschenk von Gnod an, dann darf ich Gnod verschmieden. Der zweite war, ich will Gnod nicht annehmen, das ist, wenn ich selbst versuche, mich bei Gott angenehm zu merken. Wenn ich selbst versuche, mit meinen Guven, oder mit meinen Worten, oder mit meinem Leben, ich will gut genug sein, ich will mich reich antreiben, ich will alles reich tun, aber Gott mich annehmen, dann hat Gnod auch zu sich geschmieden. Wenn Gnod rannt von Jerajch nur euer Reich. Wie wir an Gnod bildig, wenn wir nicht die Kosten anerkennen. Wenn wir nicht anerkennen, dass du nicht wirst umgebracht für deine Sinn, das ist, wenn Jesus wird umgebracht für deine Sinn. Das ist die einzige Ursache. Da nicht so glauben, dass deine Sinn sind nicht wichtig, oder das ist eine kleine Sinn oder was immer. Und das ist nicht so ein großes Ding. Das ist ein großer Ding. Und so Jesus tut jeder Pflegwut, jeder schlechte Gedanken, jeder Unrechte, Ungerechtigkeit, jeder Ding, was du begonnen, muss er betonen. Und so, wenn wir die Kosten nicht anerkennen, und so dann merkt wir Gnod bildig. Gnod ist bloß das ist ein Ding, was Gott mir hilft, aber wir denken nicht an, was er really meint. Gnod merkt wir bildig, wenn wir die Freiheit zum Sündigen nehmen, oder wenn wir dort zu Lessons merken zum Sündigen. Ich sehe ohne Gnod, so dann kann ich so leben, als ich will. Wie mir an Gnod bildig, wenn wir glauben, Gott übersieht Sinn. Einmal, wenn wir an Gnod denken, dann glauben wir, dass Gott checkt unsere Weg. Und so dien Anrecht, Gott wollte bloß ein bisschen so tun, dass das nicht passiert, er wollte vorbeichecken. Aber er das nicht. Jeder Anrechte Ding muss betont, er muss betont,
En so dat wo juist zijn bloot neemt, dat we zijn dood neemt. Nou weet je, Gnod als modern Gnod, wanneer weer jaft wat het recht heeft te strafen. Gott seine Gerechtigkeit, zijn op Engels zeggen we justice. Like Gott seine Gerechtigkeit, dat Engelse woord is justice. We hebben niet een Plattdeutsch het woord voor dit, wenn dat so plus Gerechtigkeit. Aber wat het de justice meint, dat een ding is gerecht worden. Een ding is terechtgesteld worden. Want wer die Recht hat, en er wordt niemals terechtgesteld, dan zeggen we, justice has not been served. Like, dat is niemals recht gemerkt. En so Gott ist ein gerechter Gott. Na, wir denken von Gott seine Gerechtigkeit, dass Gott ist ohne Sinn, er ist heilig und die Dinge. Aber Gott, Gerechtigkeit meint auch, dass er just. Und wenn er just ist, wenn er gerecht ist, er gerecht, was immer Wort wir wollen brücken, das meint, dass er hat das Recht, Sinn zu bestrafen. Und er dat. Jeder Sinn wird bestraft. En dat is wat we man hem denken, wanneer we aan Gnod denken. Dat du niet storfst voor die zin als doorween, wenn Jezus staat. Dat is God zijn Gnod. Dat is zijn geschenk, wat hij die geeft. En zo, justice, dat is van dingen worden terechtgesteld. Justice is een ding, de gerechtigheid is een van God zijn eigenschaften, zijn karakter, en dat raad uit zijn heiligheid uit. Maar we kunnen niet Gerechtigkeit oder Justice verstehen, anders als dass wir Sinn verstehen. Und zur Gnod fehlt ein gerechter Gnod Jäwa. Wir haben nur durchweg Gnod, wenn wir einen gerechten Gott. Und nu denk an das Wort gerechter meint nicht bloß, dass er sinnlos, das meint, er hat das Recht, die zu richten. Und er hat nicht Recht, wenn er die verdammt. Na, ich kann die nicht verdammen, du kannst mich nicht, wie kann, ich meine, wir tun einmal, aber das ist gleich reich von uns. Aber bei Gott ist es nicht bloß dort. Gott seine Gerechtigkeit verlangt dort, dass er die verdammt. Lass uns mit ansehen. Gott wird nicht just sein, wenn er die Sinn ever sein wird. Und Gott wird nicht gerecht sein, wenn er die Sinn ever sein wird. Dort, wo Jesus in Tod kommt, dort ich du hier kann satten, und wie kann Gott seine Gnade, wie singen das Lied Amazing Grace. Und dann singen wir da in ein Land, like, eins aber, dass das die Earth will dissolve. Weißt du, wenn wir noch ein paar Monate schaffen, dann kommt Jesus drin, was ist ihr vergehen, dann sagen wir arm. Aber wie kann hier von der sagen, wie kann von Gnade reden, wie kann, er kann predigen von Gnade, er kann sagen, wer wir sind in Christen, wegen Gottes Jerajchta. Und so Gott nimmt Sinn ernstlich. Maar wie kann das leckerdlich nehmen? Wie kann mit den hier können Hüs vorne merken und einer Stall fahren? Und wie dann einmal. Und wir leben und leckerdlich leben, das ist nicht so wichtig. Ich sehe ohne Gnade, Gott wird mich vergeben, ich will zu uns, wo ich war sein, Gott verjagt mich, dann kann ich so leben, weil das ist ein sehr rechter Weg von über Gnade denken. Johannes sagt, wer sündig, das Recht will sündigen, als sich verschulden gegen Gott sein Geboten. Und zu Sinn als Gesetz bedenken. Gott sein Gesetz. Gott sein Weg, was er hat gemerkt, wenn wir dort zu sie schreiben. In 1. Mose, als Gott den Menschen gemerkt hat, dann sagt er aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was Gott ein Schlag ist, von dem sollst du nicht eten. Nu horch, was er sagt, wenn du warst, dann wird ein Ding passieren. Und er sagt, es steht, dann an den Tag, wo du aßt, was du davon eten wirst du gewiss sterben. Na, wenn ihr mich kennen, ihr habt mir mal hier reden, dann weißt ihr, wo wir in Adam und Eva nicht sterben. Wenn Gott hat gesagt, die würden. Und Gott, wenn das nicht so ist, dann ist Gott ein Lehner. Und so, wenn deine Sinn nicht nur dein Tod lädt, dann ist Gott nicht gerecht. Ihr verstehen, was ich sage? Dann ist er ein Lehner. Wenn er sieht, den Tag, wo du aßt, seht er Adam einfach den Tag, wo ihr sterben. Weißt ihr, wohin sie nicht deuten? Wir sollen vielleicht einen Test ausfallen, sondern sie weiten, wo wir nicht. Sie deuten nicht, wenn Gott in seine Gnade neue Sasswem vererdet. Das ist, was Gnade meint.
die zin leidt ganz je was zum Tod. Immer, jeder Leben, jeder Ding, was je in Gott hat. Aber da wir nicht handvoll und tot sind, da wir nicht kurz gestruft worden, als wir in Gott neuem Sasswem verdienen sind. Und die Gnade, das was Gnade meint. Das ist Gott sein gratis Geschenk. Und du wollen wir nicht dort billig nehmen. Der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod, sagt Paulus. Na weet je, zwischen die Sinn und den Tod steht Gnade. Zwischen die Sinn und den Tod. Körperlicher Tod und geistlicher Tod. Zwischen die und den Tod steht Gott seine Gnade. Dazwischen steht Jesus. Dazwischen steht sein Blut. Und wenn dort nicht ist, oder wenn dort ist, Jesus ist gestorben, aber wie kann das verschmieden? Wie kann das billig achten? Wie kann da ein Heinerstall von merken? Wie kann das zu sich schmieden? Wie kann bloß so denken, okay, danke schön Gott für die Gnade, ich gut mein Leben leben? Aber das ist eine große an ihr, Gott gegenüber. Kriegt es, wenn ich meine nie Chor hat einen Heinerstall gemerkt? Wenn wir an ihr sind, für die, was das geben. Und so der Lohn, den er sind, tut, als der Tod, Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Dass das letzte Satz so ist, als wenn Gott seine Gnade, und Gott seine Gnade meint, dass deine Sinn wird von Jesus betont. Das, wohin er sagt, Gott aber schenkt das ewige Leben in Christus Jesus. Geschwister, das wohin ich immer in ein Rede von wer wir sind in Christus. Wenn ohne Christus bist du verdammt. Ohne Christus sind wir für Ewigkeit von Gott getrennt bestimmt. Und so, wie wollen wir das so klar merken? Gnade ist das größte Geschenk, was Gott dir gibt. Aber es ist ein schrecklich teures Geschenk. Das kostet Jesus sein Leben. Auf dieser Reise las ich und schrieben. Und er beschreibt, hij vroeg, vielleicht hier ik dat, ik weet niet ganz snel, ik hier in de leesmes aan mijn aber die Frau wie, hast du mal eine Kreuzung gesehen? Wirklich, körperlich gesehen. Na, wir haben hier bei Weihnachten ans Drama, haben wir spielen wir mit auf, und some von uns haben meistens mit euch, für das wir das hier merken und so weiter, aber weißt du, das Kinder spielt, compared to was es wirklich wäre. Und so das reden wir früher, hast mal eine Kreuzung gesehen, wirklich. Hast mal eine Kreuzung gerecht. Na, das wollte ich sagen, einfach hier, weil ich nur was sagen, die wollen ein bisschen ammerlich sein, aber vielleicht ist das ein Don't, wenn wir ein bisschen ammerlich sind, wenn eine Kreuzung kommt. Wenn Jesus hängt nervig am Kreuz, bepischt, beschädigt, und mit seinem Bluttop und allerhand verlängert seine Beine rauf, hast du mal direkt. Das ist ein bisschen ammerlich, hast du nicht. Weil wir niemals denken, Lied, dass Gnade ist billig. Gnade ist nicht billig. Das kostet Jesus ein schrecklicher Tod. Ein Schreiber hat eine Kreuzung beschrieben, die sagen, wie Menschen von der und unserer Welt, wir können meist nicht mal mit uns Verstand begreifen, dass Menschen wohl geben, was den Nächsten so kämmerlich sei, quälen würden. Erstens meist totgekillt, und dann geboten sind nicht Blut können sein, sind nicht Wutter, sind nicht Aufgang, hängt am Kreuz, und die schauen und Menschen spotten und so weiter. Gnade ist nicht billig. Weil wir niemals so denken, dass Gnade ist billig. Und wenn ich als ein Christ nu gehe und ich lebe ein glückliches Leben und ich habe mir nie kurz einen Heinerstall gemerkt und ich lebe ein unmoralisches Leben und ich nenne mich ein Christ und das ist eine große Anhör, Gott gegenüber. Und so Gnade ist das größte Geschenk, was Gott uns geben kann. Aber wie kann es billig werden? Und welche Lied Gnade kommt von der selben Person, von wo Struf kommt. Und so der Sinn tut den Tod,
Jesus sein Leben, sein Tod, hij nimmt das Tod und dort gibt die Leben, aber dort ist Gott seine Gnade. Und zur Gnade rennt immer von Jerajchta nach Jerajchta. Gott ist Jerajchta, er ist heilig, er ist sinnlos, er kann nichts mit Sinn zu tun haben. Und er mögt sich selbst zu sehen, er mögt sein Sehen zu sehen, dass er für uns sterben wird und wir können nu seine Gnade haben. Und so, kleine Sinn, große Kosten. Wir haben so ein Beispiel in der Schrift. Und ich weiß einmal nicht näher, wo so Gott dann bei einmal mit Sinn so handelt, als seine Gerechtigkeit immer verlangt. Und wisst ihr, wie Frauen einmal sind so ein Beispiel in der Schrift, wo Gott plötzlich einen Menschen totschlug, sozusagen, für einen Sinn, was er tut. Und wir wundern, wo so. Aber wisst ihr, was wir really sollen, Frauen? Wo so sterben eigentlich nicht? Wo so das Gott nicht immer? Wir haben ein paar Geschichten in der Bibel, wo Gott furzt das Reich jäuft. In der Geschichte von Israel, Gott hat ihnen die Stiftshütte gegeben, Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, Gott hat ihnen den Weg von Anbetung gegeben. Aaron, wie der hohe Priester, gemerkt von Gott, seine Sehnen, seine Familie sollen in die Fußstapfen gehen. Und einmal in Tag kommen 2 von seinen Jungs mit errichtet 4. Und wir denken so, 4 ist 4, nicht? Und sie müssen das anstecken, aber weißt du, Gott hat das 4 gegeben, wenn wir die ganze Geschichte lesen. Gott hat das 4 gegeben und Gott hat gesagt, das 4 soll niemals gehen und sie sollen von den Altar 4 nehmen für die Opfer. Und nicht kamen diese Jungs mit der einen 4, vielleicht haben sie danach ein 4 gehabt, mal haben Zelt oder was nehmen von dort, kamen nun Tempel und wollen nicht opfern mit fremden 4. Dat, en ons denken als mensen niet, I mean, dat je bloß so naht, dat like 4 ist 4, nicht? Aber die fallen bad, plötzlich haben wir ihn tot. Dann einmal weiß Gott, was er denkt, über Sinn. Wir haben eine Geschichte, das ist mir immer sehr interessant. Es ist eine Geschichte in Israel, sie hatten die Bundeslade, die wir über eine Lied gewasst, das ist eine längere Geschichte, wo in der Revier, wo nicht alles vertalen, aber einmal einen Tag bieren sie sich nie Kruten, ein paar Assen ungefähr, dann wollen sie die Bundeslade mal 6 Wochen führen. Und das Mann geht besiegen werden, und er hat die beste Fair, denkt wir so, okay, die geht durch, und die Assen verstorben sich, und er Futter haben, wenn die Bundeslade soll nicht rauffallen, und Blatt nehmen, und Gott schlägt den Charakter dort. Wenn Gott hat gesagt, die Bundeslade ist heilig, die soll kein Mensch anscheren. Die muss mit Puls gedreht werden, dass keiner darüber anscheren. Und dann einmal, dann darf Gott das Gerecht plötzlich so seine Gerechtigkeit verlangt. Und die Frau ist wohl nicht bei mir und die. Wir haben eine Geschichte im Nierbund. In der Kirche von Anfang wären an der nächsten Sephira. Und sie haben Lohn verkauft, das ist hier einmal dann. Und sie haben Lohn verkauft und sie haben Eckleif, sie haben mit der Kirche in Bund gemerkt, oder haben mit der Kirche berät, sie würden das Lohn verkaufen, das Geld alle in der Kirche geben, die halten sie in Wasser frei. Und alle beide sterben, Charakter absteht. Ich kann manchmal sagen, doch, wenn wir das erste Mal sterben, was wir in der Kirche leben, dann wir wollen alle nicht hier. Wenn die Frau mich fährt, und wo der ist, oh, wunderschön, Gott sei Dank. Wo ist der Tag in meinem Leben? Und so, wir leben, nicht vielleicht even wegen Geld oder so eine Dinge. Und so, ich weiß nicht, wo so Gott einmal so Dinge tut, was er tut. Aber wir denken einmal so, das ist eine kleine Sinn. Aber wisst ihr, die Kosten, die sind so groß. Das kostet Jesus sein Leben. Und Jesus stellt Gott seine Gerechtigkeit zufrieden. Auf Englisch sagen wir, Justice has been served. Das Gerecht ist reich ausgesprochen. Und da denken du Gnade haben, da denken du kann hier sein, da denken du nicht nur Heilung, da denken du kann Vergebung stehen, als wenn Gott seine Gerechtigkeit wird zufriedengestellt. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Das ist nicht bloß, dass Gott einen Nummer entscheidet, weißt du Gott, ich will den Menschen, die sind bloß vergeben und fertig. Das ist nicht, Gott mögt die Entscheidung, aber das viel mehr dahinter steht. Wenn Gott seine Gerechtigkeit verlangt, den Tod verdienen sind, aber Jesus nimmt den Tod und Gott seinen Plan von Erlösung
En zu Jesus stelde Gott seine Gerechtigkeit tevreden. Jezus toelt den Preis, wat het brugt. En weet je, kleine zin, wie blijven kleine zin. Aber wenn der Wand soll 6 Zoll dick sein und der ist 5 3/4 dick, dann ist er nicht dick genug. Keiner wird dicht bieten das. Und wir denken so, ein Viertelzoll, what's the big deal? Viertelzoll. Einmal eine Frucht anbieten, are you kidding me? Einmal eine Frucht anbieten. En dat heeft onze Welt, beides Menschen en Schöpfung, im Fallen angebracht. Einmal 3 Chicken kostet laut seine Früh ihr Leben. Einmal ein Steinkiel, das sind von den Dingen, nicht? Moses hat al so lange das Volk geleitet und so geduldig gewesen, über einmal euerte sich, das Jügel einmal down. Und er kielt und Stein an und Gott hält es jenem. Bloß einmal lehen im Bett, wie viel Geld wir haben gekriegt von Denk und wie viel wir haben gegeben, und dann sind die Lied bad out. Einmal darf Gott sein Justice Charakter. Gott mögt den, der von keiner Sinn wiss, Jesus. In uns steht zu sehen, dass wir durch arm für Gott gerecht worden, so ist das für arm gehandelt. Das habe ich mal gesagt, mein Lieblingsvers in der Bibel. Wenn Gott nimmt meine Sinn, mein Lehnes, meine Ungerechtigkeit, alles, was ich getan habe, Jesus geht mir dort und Kreuz, und nu efter mir eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Wow. Das ist Gott seine Gnade, aber das ist eine Säure, die Gnade. Welche Gnade ist das? Vergebung. Vergebung, sagen wir einmal, Vergebung ist frei für uns. Wir können Gott gehen und haben vergessen, unsere Sinnseite in Christus sind unsere Sinnen vergeben. Gott merkt das immer, war das klar. Aber Sinnen, Vergebung ist Säure dir. Das ist bei dir auch. Wenn jemand die $10.000 schuldig hast und du vergisst ihn dort, dann tolst du die $10.000 aus. Und so ist es mit Vergebung immer. Wanneer ik een nächsten vergeef, dat is schuld. Neem ik op mezelf en ik gooi maar af en ik laat Jan hem vrij. En zo is Gnade. Gnade is dir. Gnade ist das geradste Geschenk. Ohne Gnade waren wir nicht mal selig. Paulus sagt in 1. Thessalonicher, Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass uns sein Gerecht, sein Justice treffen soll, aber dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus selig werden. Dass Gott sein Gerecht über Sinn, die nicht trifft, als wenn er trifft Jesus. Das ist Gnade. Wir Menschen, wir haben ein Verlangen nach Gnade. Ich meine nur Justice, nur Gerecht. Wenn die als Unrecht behandelt werden, dann hast du innerlich ein Verlangen, dass das wird traggestellt werden. Wenn jemand die was wegnimmt, dann hast du innerlich ein Verlangen, entweder oder, dass die was trägt, oder dass jana wird die Strafe man tun, für die das wegnehmen. Das ist bloß uns angeboren, weißt du, wo wir hin? Weil wir sind in Gott sein Ebenbild gemerkt. Sinn macht immer betont, Gott sein Gerecht sein, Gott sein Justice verlangt dort, dass Sinn wird rechtgestellt. Das ist, wohin Jesus kam. Und nu hat er das rechtgestellt für uns. Aber wie weit was es meint, wenn wir unrecht behandelt werden. Oder wie weit sogar was es meint, wenn wir sein, dass das wäre, was unrecht behandelt. Wir haben eine Geschichte von David. David hat sagt eine Schmacke früh und er holt sich in den Haus und mögt den Prägnet und mögt den Mond out. Dann da alle wieder unter der Dach geblieben und dann kommt der Prophet Nathan und David und vertelt eine interessante Geschichte. Er sagt, du hast einen reichen Mann im Dorf und ich kriege ein Teil Jas, nun hast du den armen Mann seinen Schub genommen und hast sich dort geschlagen, um seine Freunde zu fighten. Und David fährt der Worten an, mir wird auch, die auch. Wenn das uns angeboren. What an injustice. Was für eine Ungerechtigkeit uns dort wird sein, wenn ein reicher Mann wird diesen Schub haben, er nimmt den armen seinen Schub, dort eine, was er noch hat, und schlagt sich dort für seine Freunde. Wenn wir würden sein, in dem Feld, in Gefängnis nehmen, in den Menschen, like dort jack euch Tagteluten sind dort. Und so fällt David. Und dann dreht
Nathan dat maas zo aan en zegt, weet je wat, du best, Dirk, man. En je weet das nicht. Aber das ist uns angeboren. Wir wollen haben, dass Gott seine Gerechtigkeit soll erfüllen können, soll in Erfüllung kommen. Wir wollen haben, dass wir soll tun für seine Sinn. Und so Gott seine Helligkeit verlangt Gerechtigkeit für Sinn. Wir das niemals vergessen. Weil wir niemals so denken, dass Gott ist ein liebender Gott und er immer sitzt in. Oh, was ist das, was ich da das nur ein kleines Ding? No. Gott wird es immer sein. Gott wird es nicht immer sein. Er wird die Gnade geben, wenn Jesus hat es betont. Aber der Sinn wird betont. Wir das niemals vergessen. Und so Gnade verlangt ein gerechter Gnadgeber. Gott heißt ein Gott von Leib und ein Gott von Gerecht. Das ist alles ja Gott. Und wenn wir nicht so denken, an einer Seite ist Gott ein liebender Gott, an der anderen Seite ein toller Gott. Das ist nicht so, ist das. Aber Gott seine Helligkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ding, da wir verstehen. Gott seine Helligkeit verlangt, dass Sinn gestraft wird. Wenn man es nicht wird, dann der Gott lehnen. Dann ist Gott ein Lehner. Wenn er sagt, Sinn lädt nun Tod. Und wenn die Bibel sagt, dass Jesus ist mit seinem Blut und das Allerheiligste angegangen im Himmel, einmal für allemal, und dort Blut steht durch jeden dienen Sinn für alle Ewigkeit, jeder Lehnes, jeder kleine Sinn, was du glaubst, das ist nicht in welcher Ding, jeden dort steht Jesus sein Blut. Er starb ein schrecklicher Tod für dort. Ich will Ihnen zum Versen lesen, ich will hier nicht hin. Hör bloß nur, was er sagt. Paulus redet von das in 2. Korinther 5, er sagt es das. Das kommt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Das wird hier, der hat sich mit, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das meint so viel, dass Gott sein Gerecht wird zufriedengestellt. Justice has been served, würde wir auf Englisch sagen. Er hat uns die Aufgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot anzureden, mit ihm versöhnt zu werden. Und wenn ihr das für ihn predigen scheint, der Priester ist betont, Gott seine Gnade zu tun, und er kann ihn anbieten. Und ich brauche hier nicht stehen und sagen, oh, ihr wollt alle nur heil gehen. No, ich kann hier stehen und sagen, weißt du Gott, wenn die Jesus kennen, als jünger Leser, dann hat Gott ihn vergeben, seine Gnade dagt jene Sinn. Because Jesus hat es betont. Dass Gott wie in Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst, er vergibt den Menschen ihre Sünden und hält an den nicht mehr fair. Stellt euch mal fair, dass Gott vergibt uns in Christus unsere Sinn und er wird den niemals mehr über den holen. Das ist seine Gnade. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Und das ist, wo ihm predigen scheint, wenn er kann ihn sein, das ist Gnade. Deswegen sind wir nun Christus seine Vertreter für diese Botschaft, so es von Gott selbst durch uns anreden wird. So prachen wir in Christus seine steht Lutjünd mit Gott versöhnen. Und so Paulus sagt, wir haben es fairreich zu prachen mit Menschen. Und Menschen sagen, Lutjünd versöhnen, nehmt die Gnade an. Lutjünd nehmt Jesus in Tod an, dass zwischen deine Sinn und dein Tod, dass du Gnade steht. Wenn das das Einzige war, ich würde es nicht vorstellen. Und dann sagt Gott mir auch den, der von keinem Sinn wissen, und uns steht zu Sinn, dass wir durch arm für Gott gerecht werden, so ist das für arm ja nicht. Und das ist die Frage, was ich für einen Bruch, aber der hat einen Kontext. Und der Kontext ist, oder der Anfang ist, dass Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Gott seine Gerechtigkeit ist erfüllt. Justice has been served. Paulus redet von dem im Römerbrief. Er sagt, aber Gott weiß, wo Gott uns wir, indem dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder wären. Als wir noch nichts von ihm wollen, als wir noch in sein Gesicht spielen, dann starb er. Wo viel mehr dann, nur dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch ihn von Gott sind, euer verschont blieben. Morgen, was er sagt, lass mich die Verse noch einmal lesen. Wo viel mehr dann, also Jesus hat von der Schuld betont, wo viel mehr dann, nur dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, Gerechtigkeit ist erfüllt, Justice has been served, nun ist Gott seine Gerechtigkeit erfüllt, wo wir durch Arm von Gott sind, euer verschont blieben. Und wisst ihr, wie können uns wählen, um ja Gott sein euer zu bleiben, wenn Gott sein euer meint, dass er wird mit Sinn handeln, so seine Gerechtigkeit verlangt? Und wie können wir von
frei worden. Als wir nach Gott seine Feind wären, weil wir durch sein Sehen, sein Tod mit ihm versäumt, und nu dat wir gerat sind, wofür sicher können wir uns der Rettung doch sein, wie es in uns lebt. Das ist ein von den Städten, wo es sehr, sehr klar lehrt, dass wir können weiten, dass wir leid sind. Nu dass wir Jesus haben, wenn er auf uns starb, als wir noch Sünder wären, als wir nicht von ihm wollen, wofür mehr nu, dass wir ihm angenommen haben, sind wir uns an der Lösung sicher, wenn wir sind in Christus. Und nicht bloß das, wir sind auch froh in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Und so Gnade fehlt in Jerajchta Gnade Jäwa. Was heißt es nicht Gnade? Und das wird wir in Christus haben. Und so, wenn wir das nicht annehmen, dann merken wir das bildlich, wenn wir Gnade nicht annehmen, wenn wir die Kosten nicht anerkennen, wenn wir Gnade brauchen als Freiheit zum Sinnen oder Leistung zum Sinnen, wenn wir Gnade, oder wenn wir glauben, dass Gott übersetzt sind. Und so, Veakauntje Gnade. Gnade fehlt es und an Jerajchta Gnade Jäwa. Und weet je was? Wir haben das in Christus. Weil wir das annehmen, weil wir nicht das billig achten, weil wir nicht so denken, dass meine Sinn ist nicht so viel. Weil wir nicht so denken, dass meine Sinn, dass je muss so werden, das sind kleine Dinge, ich meine, bloß Bettlehen. Dass ich nicht weiß, wir haben so ein Bild in der Bibel, wo Gott einmal das Jerajchta durch uns das durchkriegt verlangt. Und wenn er das immer so tut, dann wären die auch nicht hier. Aber seine Gnade, was er hat betont, das ist nicht ein Friedgeschenk, oder das ist ein Friedgeschenk für uns, aber das ist nicht ein Friedgeschenk, das ist ein sehr, sehr teures Geschenk. Und ich will alle uns Mut merken, dass wir in Gnade leben, dass wir Gnade annehmen, dass wir nicht versuchen, eine Seligkeit zu verdienen, weil wir Gott danken für die Gnade, aber niemals gleichgültig nehmen. Wenn Gnade kommt, sei dir. Das ist Gott sein geratstes Geschenk, was er dir gibt, weil wir nicht in einer Stolfen mehr. Weil wir in Dankbarkeit für Gott leben. Amen. Ich würde fragen, dass ihr abschließen. Weil wir nach Gott gehen, weil wir Gott danken für seine Gnade. Mit der Erkenntnis, dass Gnade kostet Gott alles, was er hat. Ziemlich Schafura, vielmal Dankeschön für Gnade. Help uns erkennen, dass Gnade wie ein sehr teures Geschenk, Gnade kostet dir das Leben. Aber du gibst uns Gnade für dein Leben. Dankeschön, für dass du uns lieb hast. Dankeschön, für dass du reich bist. Und dass du Sinn wirst reich behandeln. Und dass du hast Sinn behandelt in Christus. Und help uns dort unternehmen. Und in Christus sein Blut, dass wir durch Vergebung können. Und wir danken dir dafür. In Jesus' Namen. Amen. Vielen Dank für Kommen. Mag Gott ihn segnen. Hat einen guten Weg. Du satz mich auf den festen Grund. Du hältst mich und du lässt mich niemals los. Du hebst mich immer weiter ab. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede kommt, wenn deine Leute für mich. Oh mein Gott, so gut, du gibst nicht ab und mir. Oh, der Friede kommt, wenn deine Leute für mich. Fri, die Gnade weicht mir aus euch schon. Die Opfer auf mich nie gemerkt, zum Leben auf die Stunde vom Tod. Oh mein Gott, so
hab's nicht abonniert. Och, det fräder kvar, vet dina life för mig. Och min Gott så gott, du hab's nicht abonniert. Och det fräder kvar, vet dina life för mig. Ins Blut sind och axing nu. Du bäst gott. När du begrovst en dag, men då är frihet. Du bäst gott. Och du försprats, Jesus, du halt stått. Du bäst gott. Att präst din nom så lang och säk jorda. Du bäst gott. Sin ins Blut sind och axing nu. Du bäst gott. Du begrovst en dag, men då är frihet. Du bäst gott. Och du försprats, Jesus, du halt stått. Du bäst gott. Att präst din nom så lang och säk jorda. Du bäst gott. Oh min Gott så gott, du hjälps nicht abonniert. Och det fräder folk, vet dina life för mig. Oh min Gott så gott, du hjälps nicht abonniert. Och det fräder folk, vet dina life för mig. Oh min Gott så gott, du hjälps nicht abonniert. Och det fräder folk, vet dina life för mig. Oh min Gott så gott, du hjälps nicht abonniert. Och det fräder folk, vet dina life för mig. Sin ins Blut sind och axing nu. Du bäst gott. När du begrovst en dag, men då är frihet. Du bäst gott. Och du försprats, Jesus, du halt stått. Du bäst gott. Att präst din nom så lang och säk jorda. Du bäst gott.